Moin Leute draußen, mein Name ist Jerome Lulling. An meiner kleinen Sendung Letzteburger Schleiere sich immer haut die Frauen, die bei einem Interview passen. Da können wir gucken, was da mal an. Hier ist den Exerzice, voilà. Was passt, was für eine Frau passt bei Denver? Also wir machen ein Interview mit einem weltberühmten Akteur. Und das ist Stanford. Mein Name ist Eddie Murphy. Und dann sich mal die Frage, wie heißen du oder wie heißt du? War das richtig? Was meint ihr? Du ist immer mit S, also wie heißt du? Nummer 2. Mir geht es fantastisch. Ja, wärst du froh? Wie geht es dich? Oder einfach, wie geht es? Wann, da wäre es, wie geht es dir? Mir, wie geht es? Das ist super. Wie geht es? Mir geht es fantastisch. Nummer 3. Ja, ich habe eine Brille. Wärst du froh? Hast du eine Brille? Oder hast du eine Brille? Das machen ganz viele Schüler falsch, weil sie meinen, dass Brille, das wir weiblich. As es aber nicht, das ist keine Brille. Hast du eine Brille? Ja, ich habe eine Brille. Nummer 4. Ich schwätze kein Portugiesisch. Und du hast dann froh, schwätzen du Portugiesisch oder schwätzt du Portugiesisch? Ich hätte für du gesagt, du könntest mal ein S. Hier haben wir kein S, aber der Sound ist selber. Schwätzt du Portugiesisch? Voilà. Schwätzt du Portugiesisch? Ich schwätze kein Portugiesisch. Nummer 5. Ja, ich habe den Führerschein. Führerschein, das ist auch ein Wort, das ich immens dax gefragt bin in der Klasse. Führer, das ist ein deutsches Wort, kennt ihr vielleicht noch. Und Schein, das ist ein Permis, c'est un Permis de conduire. A Führer wird auch ohne H geschrieben. Also, neuerdings ohne H. Ja, ich habe den Führerschein und du hast dann froh, nicht hunst du, nee. Hast du den Führerschein? Voilà. Ich bin zu New York geboren. Ja, wärst du froh? Wo bist du geboren? Wo sind du geboren? Natürlich, wo bist du geboren? Eine Position. An der Nummer 7. Ich bin den 3. April 1961 geboren. Das ist ein Datum. Zu New York, das war ein Platz. Hayumalo, den 3. April 1961. Das heißt, das ist ein Datum. Und da fragen wir dann, nicht für was bist du geboren, aber wenig bist du geboren. Für was, das wäre pourquoi. Wenig bist du geboren. Antwort Nummer 8. Ja, ich habe bis lo 10 Kanner. Bis lo, jusqu'à présent. Das heißt, du können danach nur kommen. Und wärst du froh? Bist du Kanner? Hast du Kanner? Natürlich. Hast du Kanner? Ja, ich habe bis lo 10 Kanner. Denn Eddie ist du ganz aktiv an dem Domain. Dann Nummer 9. Ich bin Amerikaner. Ja, aber wärst du froh? Was für eine Nationalität hast du? Oder was für Nationalität hast du? Das ist natürlich, was für eine Nationalität hast du? Ich bin Amerikaner. Und dann nach Nummer 10. Ich bin Schauspieler, Sänger. Also, das ist dann ein froh nom Beruf. Schauspieler, Akteur, Sänger, das ist Chanteur. Also, Nummer 10. Was für einen Beruf hast du? Was für das ist ein Fehler. Was für einen Beruf hast du? Was für einen Beruf hast du? Das ist natürlich richtig. Was für einen Beruf hast du? Ich bin Schauspieler. Wenn da lo nach mehr Informationen über den Eddie sicht, dann habe ich euch den Link auf den Wikipedia-Artikel gesagt. Den Artikel ist aber auf Englisch. Da bräuchte man dann noch einen auf
Lützeburg. Avios Amateur. So, die liebe Leute, da gucken wir uns das mal ein bisschen an. Hier haben wir sie ein bisschen alle Guten zusammen. Ich kann euch sie ein bisschen vorlesen. Wie heißt du? Mein Name ist Eddie Murphy. Wie geht es? Mir geht es fantastisch. Hast du eine Brille? Ja, ich habe eine Brille. Schwätzt du Portugiesisch? Ich schwätze kein Portugiesisch. Hast du den Führerschein? Ja, ich habe den Führerschein. Wo bist du geboren? Ich bin zu New York geboren. Wann bist du geboren? Ich bin den 3. April 1961 geboren. Hast du Kanner? Ja, ich habe bis 10 Kanner. Was für eine Nationalität hast du? Ich bin Amerikaner. Was für einen Beruf hast du? Ich bin Schauspieler und Sänger. Und dann hat er jetzt die blaue Knäppchen. Aber wenn wir den klicken, da kriegen wir das alles automatisch verbessert. 1, 2, 3, zack. Genial, alles richtig. Und das war es auch schon jetzt. Da gehe ich nicht an mein Hauptmenü. Und ich weise euch nach meine Kontaktadressen. Hier sind sie. Nach viel mehr so Übungen von der exercice.lu, Theorie dazu als auf grammaire.lu, facebook.com/lulling, youtube.com/luxdico und natürlich meine Bücher, mit denen ich arbeite. Wärmtabellen auf Lützeburg an 170 Witze auf Lützeburgisch. Merci für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschwind. Au revoir.